Gode Marius, ich wünsche jullie alle Gottes Genüge und Segen und besonders alle Mütter von dir, dass wir Muttertag feiern von dir. Und erstlich habe ich das im Sinne, ich will vielleicht eine ganze Unterhaltung bloß für dort, aber falls ich das von der ersten Unterweich leiden da, dann werde ich dort Tag lauten, aber das ich würde ein klein bisschen mitteilen, wenn ich habe so eine Mutter, was du von so wie was mir denken kann, was immer sehr schön für die Familie besorgen deit. Und wenn ich da, weil wir sagen, wenn wir dann aber Stab haben, schaffen oder so, wir hatten gewöhnlich tätig morgens auf Abstunden und allgemein wird Mama der erste ab. Dann hat sie erste frischlich am Tag alle haben gesagt, da wird dann vielleicht nicht sehr fancy, würde ich so sagen. Nicht, da wird allgemein nicht sehr große, besondere Multit, bitte da was empfehlen deit. Aber da war die erste Reihe gemerkt am Tag, und dann kamen sie in die Schlupfstufen, sie hatten jetzt die abzustehen. Und dann, wenn wir schnell Käten ankommen, dann wird der Kaffee wieder rein, das Milch, das Eten, was andere empfehlen, wir haben alle rein am Tag, wir brauchen uns bloß beisaten und anfangen zu eten. Und dann, wenn wir schaffen fahren, dann, wenn es dicht bei wird, wir können Haus kommen zum Mittag, dann wird der Mittag rein und heute am Tag abgesagt, wir brauchen bloß nachgehen und eten, wird alles rein für uns. Alle schien sich so vielleicht alle Tage, weil muss mir ein Stück so einmal waschen, wegen so viel, wie meine Eltern haben 14 Kinder. So, ich von da in Deutsch klar haben, wollen aber Stab schaffen. Und da wird einmal rein für uns für den nächsten Tag. Und wenn wir so aus dem Haus kommen, dann hat Onkas wieder rein. Und wir hatten über den nicht sehr fertig, dass wir dürfen nach Bernach was tun, dass wir allgemein alle tun. Und ich habe never nicht gehört, dass meine Mama hat für Jomeriert zu werden. Da hat das einmal getan, in läuft hoe je het hoort. En wenn ich drei denken, dann wird an die Idee, ich würde mich können viel besser abstellen, zu für alles, was sie hat getan. Wenn ich nicht drei kicken, dann kann ich das viel klarer vielleicht sagen, was von sie in dieser Reich wird, für mich und für die ganze Familie. Und ich glaube, die meisten, oder vielleicht, ich glaube, alle meine Brüder und Schwestern werden alle mitstimmen, damit sein, dass unsere Mama, das wird eine sehr gute Mama, das wird die beste Mama. Und ich glaube, vielleicht so kann meine Kinder auch mehr sein von ihrer Mama, meine Freude haben. Ich kann nicht alle nur sagen, was da alles steht. Ich glaube, wenn soll nicht halten, nur Geld, nur was einer würde machen tun, um so eine Dinge luten tun, was alles im Haus steht. Einer würde euch kann erfahren, einer würde euch betonen kann, der schafft alle Tage, der alles, was fehlt im Haus, buiten im Haus, mit großes Holen, was immer ist, was fehlen hat. Und der das wahrlich. Und ich hätte nicht jammerlieren, dass sei in seine Stehres gesagt, wo sei mit sagen für andere, der das wahrlich in das Leben und mit Frieden. Und ich glaube, wir können, vielleicht meiste von uns kann vielleicht so eine Dinge nur sein. So, wenn es mal einmal das Jahr ist, was besonders so ein Tag ist, wo wir die Mittagsstunde abheben und entloben und preisen für was sie alles haben für die Familie getan. Aber wenn wir das nicht sehen, das ist eine große Verantwortung, eine große Sache, eine große Arbeit, was sie tun. Und allgemein dann es immer wahrlich, ut Leib und unjammerieren. Und das wird für mich ein großer Segen ist gewesen, auch zu sagen, was meine Mama ist für ein Segen gewesen für uns als Familie und auch wo meine Früder nu das für mich und für unsere Kinder machen, dass sie alles handeln und dass sie das ut Leib und das ist ein großer Segen. So, ich wünsche Ihnen mit alle den diesen Frieden Gottes, was die Welt nicht nehmen kann und nicht geben kann. So von der habe ich im Sand reden von ein Leben, was Gott gefallen hat. Und ich habe das meiste durchgenommen mit 1. Thessaloniker Kapitel 4. Wir waren diese, ich glaube vielleicht das ganze Kapitel durchgehen, aber was andere Versen dabei nehmen nach. Und das war uns mitgewiesen, was ist ein Leben, was Gott gefallen hat, und wir sagen, was das Rezept von der kann sein. Das war wir nach beten, wie in Gott sein wird angehen. Himmlischer Vater, wir kommen für den Herr, angesagt von des Mars. Wir danken dir, Herr, für wer du bist. Wir danken dir, Herr, für alle Mamas und Mütter und alle Frühes, was du in unser Leben hast geschenkt, wenn sie so sehen, als sie sind, zu all die, was am Ende sind. Wir danken dir für all die Frühes, all die Mütter, all die Großmama, was du
waarlich in het leven ihre Arbeit doen, wofür du ihnen hergestellt hast, für wir danken die für ihnen, wie früher noch die ihnen wirklich sehen, für was sie tun, und wie früher noch dass die wischen an der Maßnahmen von der Marius, dort dienen wird, wir können rückgehen mit Kraft, dort dienen wird, wir können Horten erinnern, dass Menschen nicht können, so dort dienen wird, möch Verändernissen merken in Menschen ihre Lebens, nicht was du irgendwer zu sein hast, aber was die Wort selbst zu sein hat, jeder meint von uns. So wie Frauen haben, die wischen an der Maßnahmen, die wischen mit ihnen yes, in unsere Herzen schaffen, dass die unsere Augen in unser Hart wisch updown, du tut, was du wisch wollen haben, wie von dir zum Beispiel lernen. Wir danken dir dafür, dass Jesus in Namen. Amen. So, 1. Thessaloniker, Kapitel 4. Wir wollen hier das erste Tidsband vielleicht hier bei, ich war was anderes beinehmen, das ich erst sehe, aber das Kapitel ist bei mir noch wichtig, wenn es von Anfang von wo wir leben sollen, oder wo wir leben, dass Gott hat gefallen hat an uns Leben. Und ab het Ende lesen wir von, was die Zukunft bringen wird, wo das dann wird, was wir wollen kriegen dafür, wo uns Leben hier ab het Ende, was das Ende davon ist, wenn wir sein Leben führen, was Gott gefallen hat. So erstlich in der ersten Vers sagt er wieder, Brüder, je haben von uns gelehrt, wo je Gott zu gefallen leben sollen, so ist jeder auch all daunen. Nu vrouw we junt, en meer junt in dem Herrn Jesus Maut, dat je duran noch immer teilnehmen. So hier sagt Paulus, und der war mit einem Wirn zu der Thessaloniker, der Kirche, was wird, er sagt, wir wollten, dass je leben, das Gott das gefallen hat, aber wir fragen je nicht, wir wollen in Jesus Maut merken, dass je noch mehr teilnehmen, down zu werden. Nicht, dass je sollen in so einem Stand sein, wo je denken, nu sieht ich viel besser aus, als ich werde. Nu doe ich auch viel mehr gute Dinge, als was ich hier steht. Nu probe ich all die Dinge zu tun, was Gott gefallen. Nu kann ich dann meine Feit nicht sagen und ruhig sein und sagen, nu habe ich dann mein Part tun. Paulus sagt hier, nee, wir wollen nicht merken in Jesus, dass die daran noch mehr teilnehmen. Sie haben das all hier, wo sie tun. Sie wollten all ihr Leben so aus, was Gott gefallen hat, aber sie sollen nicht zufrieden sein mit dem Bleiben, wo sie sind, sie sollen immer mehr teilnehmen. Kolosser 1, Vers 9 durch 12, das ist, wo Paulus in der Kolosser geschrieben hat, und er sagt hier so, auch, habe ich von der Glauben geredet, dass sie von hier an sagt, fuhrt von da an, als wir dort hielten, hielt wir an, für ihn zu beten. Wir beten, dass Gott ihn mag zu verstehen geben, was sein Willen für ihn ist, und dass Gott dort nicht an geistliche Ansicht fehlen macht. Wir beten, dass je Gott zu gefallen leben kann und durch gute Worte und Frucht bringen und Gott immer nur kennenlernen. Und möchte Gott ihn stark machen, du nur aus seiner Macht herrlich ist, dass je alles geduldig und mit Freude aushalten kann. Dank Gott den Vater dafür, dass er fähig gemerkt hat, dort aufgehört zu kriegen, was Jesus Christus für die Heilige ähnlich gemerkt hat. Hier sagt Paulus weiter, er will haben, also dass hier, dass sie hier in Kolosser, dass sie glauben haben, dass sie wieder Jesus gekommen, dass sie einen starken Glauben haben. Paulus sagt, so schwinn, als dass hier so eine Viren, halten sie, fangen sie Fuß an mit beten, dort ihnen muss auch nicht fehlen, dass sie wirklich kann verstehen kann, dass Gott ihnen verstehen muss geben, was sein Willen verändert wird. Und dann sagt er, dass ihnen auch nicht geistliche Ansicht fehlen macht. Vielleicht haben wir vielleicht die Ansicht, dass wenn wir uns bekehrt haben, wenn wir wahre geboren sind, dann sind wir in so einem Platz, wo nu sie wie sicher, nu darf wir nicht mal arbeiten dafür. Vielleicht haben wir so eine Ansicht gehört, vorher, wie wahre geboren werden, wir müssen schaffen, um sein seilig zu werden. Und nu, dass wir haben, dass Gott uns auf Üben gemerkt hat, gesagt, dass es durch Jesus und durch einmal alleine haben wir dann uns Ansicht so ganz angeändert, dass wir sagen, okay, erst muss ich schaffen dafür, nu brauche ich dann nicht mehr tun. Und das ist ein Bad, wie ist ein falsch. Wir müssen immer unser Leben anstellen, dass Gott hat gefallen hat. Und wenn wir unser Leben anstellen, dass Gott hat gefallen hat, dann wollen wir an der Arbeit sein. Dann wollen wir Leben beweisen, dann wollen wir andere das Evangelium bringen, dann wollen wir proben, mitzuhalten, wo immer das möglich ist. Dann dürfen wir das nicht proben, nur an Gott zu kommen,
aber dat wir de Heilige Geist an uns, der uns anspornt, um gute Dinge zu tun. Und sagt er, dank Gott, den Führer dafür, das ist Kolosser 1, Vers 12, dank Gott, den Führer dafür, dass er fähig gemerkt hat, dort aufgehört zu kriegen, was Christus für die Heilige im Licht gemerkt hat. Dank Gott dafür, aber vergeht nicht zu tun. Vergeht nicht, an der Arbeit zu bleiben. 1. Thessaloniker 4, der zweite Vers sagt, die weiten, was wir durch dem Herrn Jesus ungeordnet haben. Gott sein Willen ist das, dass die heilig leben, dass die von aller Hürerie freihauen. Für und Frau, wie Wort ist das, was Gott so reich von uns will? Wort verlangt von uns, die Bibel redet von allen Sorten Dinge. Wort, wie wir können oder sollen tun, aber sagt, Frau, Wort will Gott haben, was ich soll tun, was hast du für mich? Er sagt hier, Gott sein Willen ist das. 1. Thessaloniker 4, Vers 3 sagt, Gott sein Willen ist das, dass die heilig leben. Eingehandelt so haben, wenn ich sage, nu sehe ich gerade nicht kann tun, was immer mir jankert, und das ist sportlich, ist das so. Wenn du leben das, im Sinn, dort ist nicht Gott sein Willen. Er sagt, wenn du gerad bist, dann kannst du dann alles, was du weißt, wenn dein Willen mit Arm sein Willen stammt, wenn du sagst, nicht mal mein Willen, aber dein Willen will ich tun, dann kannst du dann, was immer du weißt, wenn dann lernt auch mit Gott, weil wenn du weißt, im Sinn leben, und bloß die Hänger, die sich zu verstärken mit sagen, du bist gerad, dann lebst du noch im Sinn, und dann bist du vielleicht noch nicht mehr gerad. Weil er sagt, Gott sein Willen ist das, dort du heilig leben. Das Wort ist heilig leben. Heilig leben ist das wie alle Tag, alle Morgens uns Gott seine Eigenschaften antragen, dass wir uns dann mit Jesus bekleiden und dass wir in Jesus in uns regieren, dass wenn er uns ansporen, dass was Dinge tun oder vielleicht tachluten, dass wir durch Gehorsam zu sein, dann fangen wir an, dass wir kann ein heiliges Leben führen, wenn wir hier in so eine verbiestere, unklare, confused Welt leben tun. Römer 9, Vers 13, Römer 6, meine ich, Römer 6, Vers 19 durch 23. Sagt er, weil sie von der Tür nach schwach sind, rede ich in alldauerischen Menschensprach. So ist je jene Glieder an der Eierreichtigkeit heimgegeben worden, so ist je jene Glieder an der Eierreichtigkeit heimgegeben worden, eine Eierreichtigkeit nur der andere zu tun, so gibt jene Glieder nur an der Gerechtigkeit zu tun, dort die heilig waren. Als je in den Sinn versklavt werden, hat die Gerechtigkeit kein Heil angehend. Und was braucht die Zeit an? Dinge, mit denen je nach schämen, wann je daran denken. Willst die vierten zu Gott lassen zum Tod. Aber nu, dass je von der Sinn frei in und Gott versklavt sind, habt je durch die Heiligung gewonnen. Und haben das ewige Leben. Der Lohn, den der Sinn tut, als der Tod, Gott schenkt das ewige Leben in Christus Jesus, unseren Herrn. Das ist eine sehr wichtige, oder das sind sehr wichtige Versen hier, wenn ich sage, wir uns bekehrt haben, dann leben wir in der Eierreichtigkeit und da wir Dinge, wenn wir nicht dran denken, dann sind nach mal recht am Schämen. Wir haben Dinge tun, die uns schämensreich. Und das ist auch reich von uns, die Dinge so unmöglich sind, dass wir uns für die Dinge mal recht schämen dann. Aber er sagt, wenn ihr bekehrt habt, nicht zu Gott lasst, wenn ihr bekehrt habt, dann schaffen unsere Glieder in der Gerechtigkeit zu dienen, dort die heilig waren. Ein Leben, was Gott gefallen hat, der Titel wird für diese Andacht von der ist ein Leben, das Gott gefällt. Was Gott gefallen hat, ist, dass wir in der Arm kommen, immer waren sein, was hast du für mich von dir? Und dann gehorsam sein, du tau. Und diese Dinge, das sind dann Dinge, was wir tun in der Gerechtigkeit, was wir tun, was der Reich sind. Und diese Dinge, wenn wir Gott gehorsam sind, er sagt, der Sinn, der einzige Ding, was den Lohn kann betonen von der Sinn ist der Tod, aber sagt Gott, der schenkt uns das ewige Leben durch Jesus Christus sehen.
Im Kapitel 3 drin, 2. Thessaloniker 2, Vers 13 sagte, wie machen Gott den Tiet überdanken für jünd unsere Brüder. Da der Herr Gott ist. Gott hat jünd von Anfang an gewählt. Gott hat jünd von Anfang an gewählt, dort je seilig waren. Heiligt jünd im Jes und lasst jünd an die Wahrheit glauben. Gott hat mir und die gewählt von Anfang an, der Grund für die Welt gelegt wird, hat mir und die gewählt, sagt er. Er sagt, dort je seilig waren. Vorhin habe ich ans Hintergrund ausgesprochen, dass wir nicht kann sein, als wir seilig sind oder nicht. Wie kann ich sein, dort wir heilig sind. Mit dieser Fall sagt er uns, er hat das getan, uns gewählt, von Anfang an hat er uns gewählt, dort wir seilig waren, sagt er, heiligt jünd im Jes. Hier ist nicht nur Arbeit, was eigentlich kann selbst tun in uns. Wie kann ich die Heiligung in uns selbst schaffen? Das ist nicht möglich, weil ich heiligt jünd im Jes. Und erst sagt er, heiligt uns im Jes. Und dann sagt er, und lasst jünd an die Wahrheit glauben. Dass ich kann in der Schrift ankicken sein, das hat noch niemand gelesen. Wenn du das Kapitel lokal hast, vielleicht 100 Mal über gelesen, nur auf einmal merkt Gott in die Ohren und sagt, das ist die Wahrheit hier bin. Und das kommt durch den Jes von Hans, die Wahrheit aufdagen wird. 1. Petrus 1, Vers 2 sagt, der Gott, der Vater, hat sich jünd lang treu gewählt, weil er wisst, dass die wurden seine Kinder waren. Und der Heilige Jes ist bei jünd im Horten an der Arbeit gewesen und hat jünd durch Jesus Christus sein Blut gereinigt, arm zu gehorchen, muss genug in Frieden bei jünd teilnehmen. Wir sollen nicht stehen bleiben. Er hat uns lang treu gewählt. Er wisst, dass alle, was anderen annehmen. Er sagt, er hat den Heiligen Geist uns zum Harten gegeben, als bei uns an der Arbeit gewesen. Und durch Jesus sein Blut hat er uns gereinigt. Und er sagt, muss genug in Frieden bei jünd teilnehmen. Da wir immer klarer verstehen können, was genug ist, dass wir immer klarer verstehen können, wo wir Frieden können haben mit Gott, wo wir können heilig leben, möchte genug im Frieden bei teilnehmen. 3 1. Thessaloniker war der 4. Kapitel, der 4. Vers, der sagt, jeder Mann soll lernen, sich selbst zu kontrollieren und soll versuchen, mit reinen Gedanken und mit Respekt seine eigene Freude zu gewinnen. Auf einer steht, sagt Paulus in 1. Korinther, redet er von, er ist nicht befriedigt, er ist allein. Und er sagt, das ist besser, du kannst besser dein, wenn du allein bist. Dann hast du weniger Dinge, wo du mit Sorgen machst. Wenn du eine Früh hast, dann musst du sicher sein, dass sie alles haben, was aufhellen wird. Wenn du Kinder hast, dann musst du verändert sein. Dann musst du mit meinen Dingen, musst du dir das vormerken. So Paulus sagt, das ist fein, wenn du kannst allein sein. Und dann sagt er, aber wenn du nicht kannst allein sein, dann ist es besser, dass du die befrieden ist und es steht, dass du in so einer Last leben ist und dann du mit singen. So hier sagt er in dieser Vers, jeder Mann soll lernen, sich selbst zu kontrollieren und soll versuchen, mit reinen Gedanken und mit Respekt seine eigene Freude zu gewinnen. Keiner soll seine Freude brücken, das ist der 5. Vers. Keiner soll seine Freude brücken, um seine anbahnende Last zu befriedigen. So ist die Menschen dort tun, die nicht von Gott weiten. Er sagt erst, wir sollen uns selbst zu kontrollieren, wir sollen damit schaffen, dass wir wollen reine Gedanken und Respekt mit unserer Früh umgehen. Und er sagt, keiner soll sich eine Früh haben, bloß dadurch, dass er seine Last zufriedenstellen. Dann ist es noch verarbeitete Ursachen. Wenn wir lesen dann in 1. Römer, ich werde nicht übergehen, 1. und 2. Kapitel in Römer, meine ich. Du lesest, wie von Wort geben wird, wenn wir uns bloß von Gott drehen und wir wollen uns in den Weg gehen, was Gott uns dann immer geben wird, wo er uns mal tachluten wird. Und trotzdem wird, wo er hier ein bisschen handlenken wird. Er sagt, wir sollen nicht ut unsere eigene Last tun. Wir sollen nicht unsere Frühbrücken, unsere anbahnende Last befriedigen. So erst jedoch eine Dag davon den König, von Gott selbst, wo wir alle können mit Freiheit missbrauchen oder bloß für so eine Dinge brauchen, wo unsere eigene Last
uns zu befriedigen. Wenn das vielleicht hast du ein Ding was du hast in Trübel mit gehört, aus morgen oder früh mit seine Art Gedanken, dass du hast gelost über seine Dinge. Und du hast vielleicht sich dafür einmal was befrieden können, aber wir durch können zufriedenstellen, aber du nicht mal mit Trübel haben. Und ich glaube, wir können wir sagen, wenn das deine Anstellung gewesen dort, wenn du hast die befriedet hat und was eingeworden, hast dich dort nicht auf die Last zufriedengestellt. Dort dit hat vielleicht noch eine geradere Last an die gewirkt, dass du dann das nächste Siegen warst. Dort allein hat die nicht gehalten. Und das wird hart mit eingestellt sein für Gott. Wenn wir uns hart eingestellt für Gott, dann werden wir nicht über unsere eigene Last sein zu leben. Aber wenn wir nicht eingestellt sind für Gott, dann haben wir never nicht genug Dinge, die wir können annehmen. Und wir wollen auch nicht schlecht genug die Dinge, die wir uns können annehmen, um seine Last zufriedenzustellen. Aber wenn wir dort uns heute gefällt haben mit Jesus, mit den Heiligen Geist, wir als unsere Aussicht dann ganz anders tun und ich habe hostig unsere Body sein zu kontrollieren, sodass wir nicht dürfen in unserer eigenen Last sein zu leben. Der erste Vers sagt, keiner soll über die Grenzenlinie stehen und sein Bruder in dieser Sache utnutzen und schuden. Der Herr Gott als der Richter über all seine Sachen und wird dort bestrafen, so es wir ihn verherrlicht haben. Hier kann sogar sein, in irgendeinem Weise, wenn einer seine Brüder dort utnutzen, bestehlen und beschuden, und besonders in dieser Sache, sagt er, wir sollen niemals ans Bruder, ans Glaubensbruder bestehlen oder beschuden mit irgendeinem von diesen Sachen. 1. Korinther 6, Vers 4-8 sagt, ich sei dit, dass ihr ihn schämen sollen. Es ist dort so, dass man keiner weiß genug ist, zwischen Bruder und Bruder zu unterscheiden und zu richten. Aber der Bruder, der verklagt den anderen Bruder, für das Gerecht und dort für Angläubende. Dass ihr überhaupt untereinander streiten und für Gerecht gunnen, als all schlimm genug. Warum lut ihr nicht lieber Recht tun? Warum lut ihr nicht lieber Recht tun? Warum lut ihr nicht lieber utnutzen? Aber je merken, dass die so anders, die tun Recht und schmieren ihre eigenen Brüder an. Paulus sagt, wir sollen in keiner Weise, sagen wir uns Brüder utnutzen. Und wenn es dann geben wird, dass wir die haben Recht tun, die sollst lieber willig sein, das Unternehmen in der Stadt das Fahren gerecht bringen, danach zu sein, was der Angläubigen gesagt sagt. Dann fragt die eine Frau, wie kann er nicht manchen, weil sie genug dem zwischen Bruder und Bruder eine Sache bereden? Aber dann steht dort, dann ihr Bruder und Bruder verklären und sagt, hier danach Fahren gerecht bringen, und nicht bloß dort ein schlimmes Ding, das Fahren gerecht zu bringen, sagt er, und danach Fahren Angläubige. Und das passiert viermal ganz Dietrich auch, und er sagt hier, wie wollen sollen genug Weise manch uns haben, was uns kann, nur Gott sein wird nur rechten sein. Das wird Gott davon sein, dass wir nicht dürfen für Angläubige gehen. Aber er sagt, wir sollen niemals nicht. Wenn wir wollen für Gott leben, als Bruder oder Schwester im Glauben, sollen wir niemals nicht utnutzen in den Weg. 1. Thessaloniker war der Feier, der 7. Vers, die sagt, Gott hat uns nicht gewählt, anrein zu sein, aber heilig. Wenn er uns gewählt hat, nicht anrein zu sein, aber heilig, das ist für hier, für der, oder das ist nicht, dass wir wollen, ein Tag kann vielleicht heilig sein, wenn wir schon untersieht, von der Ewigkeit sein, wenn wir wollen, immer gestorben sein, nur Ewigkeit. Doch wir damit kann heilig sein, er sagt, er hat uns nicht nie gewählt, anrein sein, aber heilig sein. Wer das verachten, der verachtet nicht Menschen, aber Gott, der uns den Heiligen Geist gegeben hat. Das wird der 8. Vers. Ich werde noch einmal lesen. Wer das verachten, der verachtet nicht Menschen, aber Gott, der uns den Heiligen Geist gegeben hat. Gott selbst hat den Heiligen Geist in uns gegeben. Heiliger Geist, habe ich mal das gesagt, Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben, so dass wir dadurch auch kann heilig sein, wenn wir auch nicht aus uns selbst sind. Aber der Heilige Geist in uns schafft das.
Er ist jedoch ein Part von der Dreieinigkeit Gottes. Und wenn Gott heilig ist und wir glauben dort, glaube ich, alle, und wenn ein Part von ihm in uns ist, wie können wir dann nicht sein, wie heilig sind, wenn der in uns leben wird? Das ist vielleicht nicht jeder, wo wir nicht mehr abgewaschen oder vielleicht mit geschwor ist zu begreifen. Aber wenn eine Schrift ist sein, dann kann ich sein, confidently kann ich sein, das ist die Wahrheit. Wenn Gott hat es gesagt. Er sagt, da wenn wir das verachten, dann ist das nicht, dass wir dann Menschen verachten, das ist dann Gott. Wenn Gott ist der uns den Heiligen Geist gegeben hat. Und hör mal, was er sagt in 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns die Sünden und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Der Heilige Geist in uns reinigt uns von der Ungerechtigkeit dort. Wir können dort sein, wir sind heilig, wenn wir uns dort nicht nur fallen dürfen. Ich kann nicht hier stehen und sagen, ich falle mir das, ich sehe, heiliger Mann. Über mir selbst falle ich das nicht. Aber ich muss sagen, Gott, der nicht liegen, wenn er sagt, dass ich sie durch arm, dann mache ich das annehmen, aus Wahrheit willst. Das ist, was Gott selbst gesagt hat. 1. Petrus 1, Vers 13, der 16 sagt, du merkt deine Harten frei von alles, was hindern kann, sieht im Gedanken klar und recht deine Hoffnung ab der Genudengave, die je kriegen wollen, wenn Jesus Christus kommt. Dann gehorcht Gott nu, weil es die seine Kinder sind, und lasst euch nicht wahr von der Last mitreden, woran je glauben, woran je glaubten, oder woran je lebten, ihr je besser wissten. Aber so als der heilig ist, da ihr abgenommen habt, soll je auch in all jene Wege heilig sein. Weil dort steht geschrieben, ich sie heilig, du sollen je heilig sein. Gott ist heilig, du sollen je heilig sein. Nicht wegen je heilig luten, nicht wegen dass die heilige Dinge das, aber wenn heu ist heilig und heu haft die Rat, heu haft die sein heiligen Geist gegeben, du sollst du nu auch heilig sein. Das hat nicht zu tun mit Worten, das hat nicht zu tun mit Dingen, was du das, oder wo Gott du dein Leben kannst anstellen, die Dinge, was die heilig machen, als der Heilige Geist an die. Und das ist der Heilige Geist, was die ansporen, das Gott Dinge zu tun, dass du nicht darfst mehr in der Sinn leben. 3. 1. Thessalonicher 4, der 9. Vers, die sagt, was der Leib einer dem anderen unbelangt, darüber braucht wir jünd nicht schreiben. Weil es Gott selbst jünd gelehrt hat, einander gut zu sein. Und die sind alle, vielleicht sagt du sein, ich kann einen Mann, Jahren 3, er hat mich bekehrt, er hat sich nicht bekehrt, und wir rechnen einander nicht sehr viel. Nicht, dass wir da gesagt haben oder so, aber wir rechnen uns nicht sehr viel. Wir hatten nicht denselben Anstellung, wir hatten andere Gedeihen und wir waren nicht sehr gut vorig. Aber in der Zeit Luther, ich habe mich bekehrt und ich habe lange den Gedanken gehabt, ich würde selber mit diesem Mann reden, ich würde selber am Läuf wiesen, wenn ich fall mir so, das wie eine Abgabe, was Gott mir gegeben hat. Und auf einmal dann begegne ich den Mann, und das Schöne ist, ich am jeden ankommen, auf einmal hat ein gerautet Schaf gesagt, guckt er mich an, und streckt kurz seine Hand aus und begrüßt mich. Und ich dachte, und ich guckte ihn an, und ich sagte, was ist anders? Was hat hier geändert? Er sagt, ich habe mich bekehrt. Ich sagte, ich auch. Und erst, wo wir niemals haben können, aber und da wir nicht dort irgendwas Besonderes gerautet wird, bloß wie wir nicht einsteigen, das schafft nicht. Aber nu, euer wie ein Wort gesagt haben, alle beide, es war zu stehen, dass wir haben hostig in uns, wie wir eine Frau und gegen uns am sich einen anderen streiten, die Hand und begrüßen uns zu. Und das ist, was er hier sagen hat, und das ist falsch. Er sagt, das braucht wir nicht mehr sagen, das wird so sein, dass wir sagen, Gott sein will. Gott selbst gelehrt hat. Der Jesus in uns, der uns anspornt zu seinen Dingen, wo wir uns nicht, manche brauchen uns nicht mehr zu sein, du wirst sagen, die so abstellen. Der Heilige Geist an dir, der arbeitet, wenn du das luten lässt, wenn du am Latz vertrauen, wenn du am Latz die Läden, er wird das sehr wahrlich tun. Und sagt er wieder, 1. Thessalonicher 4, verstehen, sagt er, in Gisand, alle Glaubensgeschwister in Mazedonien Gott.
Aber wir wollen nicht Mut merken, daran noch Tod zu nehmen. Sie dann all gute Dinge, aber sagen, hier nicht abgemacht. Wir wollen alle jeder alle gut sein, aber sagen, hier nicht abgemacht, wir wollen halt sagen, Tod nehmen dabei nach. Ludet eine Ehrensache vergönnt worden, dass je stahl und ruhig leben, dass ein jeder sich am seine Sache kümmert, in so Arbeit, als wir jünt das gelehrt haben. Die Welt soll jünt abrechtig leben sein. Und dass je von keinen abhängig sind. Die Welt soll es sein können, dass in uns eine Veränderung ist. Die Welt soll es sein können, dass du abrechtig leben ist und dass die Welt, meine Weltmenschen sind, die noch nicht zum Glauben gekommen sind, das kann Deutsche, Engländer sein oder was immer das sind. Sondern was noch nicht, sie kann angegeben, Jesus, wenn die dein Leben besein, dann kann sein, hier ist eine Veränderung. Diese Person, die das ganz anders so ist, aber er lebt nu für Gott, er lebt im Frieden mit Menschen und er tut gute Dinge für andere. Dann sagt er wieder in der 13. Vers, 1. Thessaloniker 4, der 13. Vers, sagt er, Brüder, wir wollen euch nicht anklagen, luden über die gestorben sind. Dass ihr nicht trüren brücken, so als die keine Hoffnung haben. So, in der ersten 12 Vers habt ihr gesagt, wie ihr leben sollen. Was meint das, für Gott zu leben? Was meint das, dass wir sollen ein Leben haben, was Gott gefallen hat? Dann weil er in Timotheus spricht, sagt er, wir wollen euch nicht anklagen, luden. Und die wird all gestorben sind. Dann sagt er, dass die nicht brücken trüren, so was nicht Hoffnung haben. Wenn du nicht eine Hoffnung an du hast, wenn du einmal mal zu wundern, ist diese Person geraten, wo wird die sein in der Ewigkeit, ist sie im Himmel oder in der Hölle, dort darf einer sagen, trüren, wird einer kann sagen, schlechte Fried stellen. Aber wenn eine Person, die gestorben ist, sich bekehrt hat und als wahre geboren war, wandert auch schwor aus der Trennung, aber dann haben wir nicht so eine Sorge trüren, als was der Ungläubige haben will. Wir wollten, dass er erst dann tüß, bei Gott, und dass er diese nicht mehr darf, oder sei nicht mehr darf du leiden, dass wir hier auf dieser Welt tun. So ich sage, wir wollen nicht in Anklagen luten, über die, die gestorben sind. Wann wir glauben, dass Jesus gestorben und von dort abgestanden ist, wird Gott durch den Herrn Jesus mit am Tod auch die nu sich nehmen, die all eingeschluppen sind. Das sage ich, wir wollen nicht in Anklagen luten, aus denen, was nicht Hoffnung haben, sage ich, wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und von dort abgestanden ist, wird Gott durch den Herrn Jesus mit am Tod auch die nu sich nehmen, die all eingeschluppen sind oder die, was all gestorben sind. So, das sei wie mit Jesus seine eine wird. Das ist der 15. Vers. In 1. Thessaloniker 4, der 15. Vers sagt, das sei wie mit Jesus seine eine wird. Dass wir, die du leben und bleiben, bei der Herr wahre Kampf wollen, die nicht vorabkommen, die all eingeschluppen sind. Wir haben hier wieder sagen, dass die gestorben sind, die leben nu in der kalle Erde, bei dem großen Auferstehungstag. Aber diese, was nu waren abgenommen worden, das hier sagen, dass die wollen die nicht vorabkommen, die andere, was all gestorben sind, die wollen vorabkommen. Die sagen, dass die, was waren abgenommen worden, wenn der Herr wahre kommt, die wollen die nicht vorabkommen. Sagt er, der Herr wird selbst vom Himmel raufkommen und Lüd sagen, was passieren soll. Der höchste Engel wird raupen in Gott seine Person, wird geblust worden. Dann wollen die im Glauben an Christus säulich gestorben sind, zu ihr abstehen. Dann wollen wir, die wir leben und geblieben sind, zugleich mit am Taub in die Wolken mitgenommen worden, in unseren Herrn begegnen, und dann, wo wir immer bei ihm sind. Ein Mann, der sagt, warum machen die gestorben sind, erst abgenommen worden? Und er sagt, er hat ein bisschen neu gekickt und er sagt, seine Antwort dafür wird, weil Gott hat gesagt. Er sagt, er kann nicht eine Ursache finden, warum anders als Gott hat gesagt, und das wird bloß einfach passieren. Dann der 18. Vers, am Ende von dem Kapitel sagt er, mit dieser wird trösten untereinander. Mit dieser wird trösten untereinander. Wenn wir den Glauben haben an Jesus, wenn Gott uns selbst nur Arm nehmen, durch Jesus, wenn wir an ihm glauben, wollen sie taub uns auch nur Arm nehmen, und dann wollen die, was hier noch leben, was hier noch geblieben sind, was nu,
worden abgenommen worden und die waren danach nicht gestorben sind. Das sagt er, die leben und geblieben sind. So, die waren so eine Sache, die nach Leben und abgeirrt, wenn die waren abgenommen worden, die waren mit den Todes begegnen, was die alle gestorben sind, nicht die Todes, die waren abgestoßen sind, die leben durch, bei Gott und war wieder einmal bei ihm sein. Und er sagt, wir sollen uns mit dieser wir trösten, dass wir waren in ein Haus genommen worden. So Paulus sagt in 1. Korinther 15, sagt er, das ist das. Er redet von derselben Sache. Er sagt, über Brüder, das sei gut, Fleisch und Blut können Gott seine Recht nicht offen. Und was verwesen kann nicht dort unverweslich ist offen. Er meint hier ans Körper, was hier so kann vergehen, was kann alt werden und vergehen, da kann ich das Himmelreich annehmen. So, wenn wir waren abgenommen worden, das wird nicht sein in das Körper, wir wollen in uns geistlichen Körper sein. Er sagt, wenn da was verwesen kann ich das unverweslich offen. Sag ich, horch mal her. Ich sage ein Geheimnis. Wir wollen nicht alle sterben, wir wollen über alle verändert werden. Dort war plötzlich kommen, in ein Augenblick. Wenn der letzte Trompet geblust wird, der Trompet wird geblust worden und die Todes werden abstehen, unverweslich, und wir wollen verändert werden. Wir, die nach Leben und geblieben sind, wollen verändert werden. Dort ist so, das, was verwesen kann, muss dort antragen, was nicht verwesen kann. Und das, was sterben kann, muss dort antragen, was nicht sterben kann. Unser Körper kann nicht im geistlichen Leben werden, unser Körper kann noch vergehen. Er sagt, ihr schmott unser Körper, was nur fleischlich ist, dort antragen, was geistlich ist. Wie die kann kommen. So, wo der Krieg passieren, das ist mir nicht ganz klar. Es kann nicht sein, dass unsere Körper werden anfallen, hier leben bleiben und unsere Säule werden hergenommen worden, oder wo. Das kann ich nicht ganz klar deutlich merken, aber das für mich sich dort hier und dort. Dann sagt er, aber wenn das, was vergeht, das übertragen wird, was nicht vergeht, und wenn das, was stirbt, das übertragen wird, was nicht stirbt, dann wird dort wirklich zu sein, was da geschrieben steht, der Sieg hat den Tod abgeschluckt. Dann sagt der Tod, wo ist den Sieg? Wenn der Tod ist nicht der Eng von uns. Dann sagt der Tod, wo ist den Stachel? Hier sagt er, den Sieg über Tod ist, oder wenn wir sterben wollen hier, dann wollen wir doch leben. Und er sagt den Stachel, wo wir uns mal Angst merken, oder sind Dinge über den Tod, wenn der Tod nicht mehr das Eng ist von uns. Und wir Jesus haben angenommen, haben wir ein gerautet Gewand dabei, wenn wir sterben dann. Dann sagt er, über den Tod sein Stachel ist der Sinn. Und der Sinn ihre Kraft ist das Gesetz. Über Gott soll gedankt werden, der uns durch unseren Herrn Jesus Christus den Sieg gibt. Du weh, meine lieben Brüder, stut fast, lasst euch nicht umschmieden, nehmt immer teil in jene Arbeit für den Herrn. Denkt daran, dass jene Arbeit für unseren Herrn nicht vergebens ist. Wir sollen damit schaffen, wir sollen damit arbeiten in uns Leben, dass unsere Arbeit ist hier nicht vergebens. Er sagt, er fragt den Tod, wo ist dein Sieg? Dann fragt er den Tod, wo ist dein Stachel? Dann sagt er, der Tod, sein Stachel ist der Sinn. Und der Sinn ihrer Kraft ist das Gesetz. Und Gott hat uns losgemerkt, er hat uns von Tod zum Leben gebracht, von das Gesetz nur Leben. Dass wir unter Gott in der Leben nicht können leben, dass wir nicht mehr in der Sinn sind. Und wenn sich das eben so alle scheint hier, aber du nicht näher weiten, dass was alles passieren wird in dieser Welt, das sind wir haben alle Sorten, was angehen wird, wir haben alle Sorten Dinge, was uns viel mehr Anklarheit bringt, ist Klarheit. Und doch weiß wir, dass Gott als ganz in Kontrolle. Er regiert über alles und nichts nicht passiert, ohne dass er das Loten hat, nichts nicht passiert, ohne dass er am Weiten hat. Und dann in Johannes 14, Johannes Kapitel 14, Vers 1 sagt er, Lut dient nicht das Hort bearbeiten. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Wir mit alles, was wir hier tun, von allen Sorten Dinge, was hier nicht angehen tun, ein Teil Menschen haben Angst, ein Teil haben ihr Hort bearbeiten.
Und all die weiten nicht, wo sie sollen wieder leben, was sie sollen tun. Und all tun sich viele Dinge, Taubkeit mit der Kala, nahen wir der Hungersnot, was kommen sie wieder. Und viele, die leben in so einer großen Arü, die weiten nicht, was passieren. Und Jesus sagt hier so selbst, er sagt, Lut könnt das Hort nicht bearühen. Er sagt, er glaubt an Gott und glaubt an mich. Und mein Vater sein Haus sind viele Wohnungen. Wenn das nicht so wird, wo ich gesagt habe. Ich gehe also hin, jünt steht reit mir an. Und wenn ich hingehe, der steht für jünt reit mir an, wo ich reinkomme und jünt du hinnehmen, dass die du sind, wo ich sie. Und je weiten, wo ich hingehe, und je weiten auch den Weg dorthin. Und hier fragt ein von den Jüngern, Thomas, sagt dann Tom, Herr, wie weiten nicht, wo du hingehst, und wo kann wir den Weg dann weiten? Und das ist, was viele von uns von der, glaube ich, nur fragen, wie weiten nicht, wo du hinzukommen. Das erste Vers sagt, Jesus sagt ihm, ich sehe den Weg, die Wahrheit in das Leben. Keiner Kampf num Futter Büter durch mich. Das ist ein von den, ich sage vielleicht mehr, aber das ist ein von den wichtigsten Versen in der Schrift. Aber das ist für mich ein von den wichtigsten Versen, wenn es an so viel andere Religionen rum der Welt, wo sie sagen, das ist der Weg nach Gott, das ist der Weg nach Gott, ja und das ist der. Und Jesus selbst, Gott sein Sehen, der sagt, ich sehe den Weg. Ich sehe die Wahrheit in das Leben. Und dann sagt er, keiner kommt nach Gott, bitte durch am. Vielleicht hast du in getragen, nur dass du was für Gott leben. Weißt du bloß nicht mehr wo. Vielleicht hast du diese Gedanken, ich wundere, wo das meint, zum Wahrheit geboren sein. Vielleicht, wenn mir das mal wer können erklären, wo ich das kann aufhängen. Vielleicht wunderst du, wo ist es möglich, dass ich kann heilig leben in dieser Welt, wenn ich mich so unheilig fallen darf. Vielleicht hast du eine Frage, okay, ich kann mich heilig geben, Jesus, aber wo kann ich mir sicher sein, dass ich die Radung habe? Vielleicht fragst du, vielleicht wunderst du, als du das mal hast, zu euch gemerkt, dass die Radung nicht für die ist. Vielleicht wunderst du, als du wer wird wahrlich sein, mit die zu beten und die zu wissen, wie Gott sein wird. Vielleicht wunderst du, wer dir kann wissen, wie Gott sein wird, wo du kannst täglich für Gott leben. Und dann kann die sein, diese Antworten für diese Frauen, die sind alle in Gott sein wird. Und wenn du so eine Frauen hast und die nicht näher weißt, wo anzufangen, womit wir sind sehr wahrlich, damit die durchsagen. Wenn du bloß ausdrücken, dass nur ein von uns, eine Pastor Herman, eine mir, oder ein von den anderen Elders, hier sind viele, die sehr, sehr wahrlich das tun. Wir tun es nicht, so dass was wir machen tun, und uns zu euch ist, wir haben eine große Freude an, wenn wir in Verlangen haben, für Gott zu leben, in der Welt, weiten, wo sie können, sicher sein, wie Gott sein wird. Dort ist nicht eine Lust für uns, das ist eine Freude. Und wir sagen das wahrlich zu tun. So, wenn du horchen das von dir und du weißt nicht näher, wo anzufangen, wo handeln mit, ich würde die Tauruden da ausdrücken, wir sind sehr wahrlich. Wir sind sehr wahrlich, mit dem zu schaffen. Ich will hier noch was zu Versen in Johannes Kapitel 3 lesen, zum Schluss von dieser Andacht. Das sagt, Johannes 3, Vers 13 Anfang. Sagt, noch als keiner im Himmel gefahren, bitte der von Himmel raufkam. Und dort als die Menschen sehen. Und so als Moses in der Wildnis eine Schlange hoch abhang, so mit den Menschen sehen auch hoch abgehoben worden. Hier meinte du mit dem Kreuz. Dort all die an ihm glauben, dort ewige Leben haben. Und das sagt in der Vers, die wir vielleicht mehr alle bekommen hat. Sagt, Gott seine Liebe für diese Welt ist so groß, dort er sie in einzigen sehen darf, dort all die an ihm glauben, nicht verloren gehen, aber dort ewige Leben haben.
Und der 17. Vers sagt, Wils Gott schickt seinen Sehen nicht in diese Welt, dich zu rechten, aber dass die Welt durch arm kann gerat werden. Gott hat ein Verlangen, dass du nach ihm kommst. Er hat den Weg aufgemerkt, dass du Kosten ankommst. Er hat seinen einzigen Sehen geschickt, wenn er so viele Leute, die seinen einzigen Sehen geschickt hat, dass du kann gerat werden durch ans Glauben an ihm. Gott hat gesagt, in Matthäus Kapitel 11, hat gesagt, kommt alle an mich, die schwer beladen sind. Kommt alle an mich, ich will ihnen Ruhe geben für ihre Seele. Wenn das du bist, wenn das morgens, ich will die Tod raub über Gott. Und wenn die halb fehlt damit, wie sonst sagen, werde ich das tun. Nicht, dass wir kann, was tun zu deiner Radung, aber dass wir kann wissen, durch Gott sein Wort, was Gott verlangt von dir, wo du kannst gerat sein. Das der wie wahrlich bringt uns eine große Freude, wenn wir du kann mithalten. Weil wir hier zum Schluss beten, und dann wollte ich fragen, dass wir noch ein Lied wollen singen zum Schluss. Himmlischer Vater, wir kommen heim auf Herr, den Herr hat angesagt, wir wollen dir danken, Herr, dass du verlangst von uns, heilig zu leben, und dass du hast, dass möglich gemerkt, durch den Geist, dass wir das tun können, dass es nicht durch uns selbst kommt, dass keiner sich kann Beruf dann erpochen, damit, dass das alles von dir ist und durch dich. So, wir danken dir, Herr, für wer du bist. Wir danken dir für deine Leib. Wir danken dir für dein Sehen. Wir danken dir besonders von der Smart für all die Mitarbeiter, die so viel Arbeit haben tun in ihren Familien. Und sogar die, die vielleicht nicht ihre eigene Kinder haben, aber haben so viel geschafft und geöffnet mit anderen Ehren. Wusst du, dass früher alle wirklich sehen von dir, besonders von dir und das in Mutterstark. Wir danken dir, Herr, durch Jesus in Namen. Amen.